Gott Sien nie het volk op Eden nummer 6. Kun reden als je hondet. Vergangene week weer we in kapitel 18 en 19 van 1. Mose. Daar zag we wo de Herr eines Dörres en een Engelgestalt Abram en Sarah bezieken deed. Voorts daarop zei de Herr te Abram wat hij gedacht had met Sodom en Gomorra te doen. Dan kwam dat schrakelje gerecht over deze steden. Bloos laut in zijn dachten worden geraad. Zijn vrouw starf ook, weil ze terugkijkt en zich van Sodom niet losrieten kon. Die Geschichte laatste week gaf ons een zeer klares beeld, wo een mens zijn familie verdorven en verlieren kan. Laut wie dit bijspel. Dan gaf ik nog een paar Ratschläge, wo einer dat verhinderen kon. Dat eerste en allerwichtigste is, dat we zelfs eerste Mal ons Hort den Herrn Jesus übergeben. Dadurch war we nie geboren, en de Heilige Geist kämmt in ons Horten an. Dan haben wir den rechten Grund, waarop wir onze Familie ook abtragen können. Dat tweede weer, dat we als Männer onze frühes wirklich lief bewiesen doen, en dat we aan dat ook zagen en bewiesen. Dat derde weer, dat die Frühli, die ihre Männer ungedun zijn, nicht bloß von Büten, aber von Horten. En dat laatste weer, dat we onze Kinder uit de Schrift unterrichten, dat we aan leren beten, en wann sie geraten worden, dat we aan in onze Gemeinden dat mehrlich merken, als Jugend taub te komen zum Singen, die Bibel zu lesen, en ook den Herrn zu dienen. Junge Menschen, wann sie Jesus angenommen haben, können sehr viel mithelfen, so als aule oder kranke Menschen zu besuchen und voran zu singen. Auf diesen Weg lehrt die Jugend was geschieht, in ihrer Gesellschaft ordentlich immer und gorstiget ut. So können wir von laut lehren, dass wir dort nicht so tun als hei. Von der wo wir dann sein, wo Abram ab die grootste Probe in sein Leben gestellt wird. Nachdem wir sagen, wo Gott Sodom und Gomorra eingemerkt hat, gehen wir in Abram seine Geschichte nu wieder. Dort kommt dann auch krach so rum, als der Herr gesagt hat. Binnen ein Jahr krieg Sarah ein Kind. Dort wie ein Jungje, in dem nannten sie Isaac. Der Name Isaac meint Lachen. Dann sagt Sarah, der Herr haft für mich ein Lachen reit gemerkt. Damit dacht sie ohne Zweifel an die Tijd, als sie loslacht, als der Herr ansieht, sie würde ab ihrer oude Deur ein Kind kriegen. Sie wisst, dat all die davon hören würden, dat Abraham und Sarah hadden ein Kind gekriegen, würden darüber lachen. Dann wie je Isaac ein sehr passender Name, nicht wahr? Isaac wie je dat versprochene Kind, en dat gaf sehr viel Freude. Abram wie nu 100 Jahre alt. Abram leidt den kleinen Isaac ook beschnitten, kragt zoals Gott am dat befohlen had. Dit wie een teken dafür, dat hij Isaac no Gott Sien Woord abtragen wil, en dat hij den Isaac lehren would, sich an Gott Sien Bund te houden. Dat wie aber doch so ganz anders, als wo laut dat deed. Als Isaac dan afgewandt wordt, merk Abram een grautet Mol, een gastgebad. Hij wil door zijn grote vrede en dankbaarheid uittrekken. Aber diese Freude wir nicht für sehr lang. En zo gaan we dan van vrede naar leid en een paar korte schritt. Voor Abram kwam nu de eerste grote proef. Dat kwam zo ram, dat Sarah zag wo Ismael zich over Isaac dam had. Vielleicht dreif hij over den kleinen Isaac Spektakel. Ismael wie nu al 14 Jahre alt. Sarah oert sich sehr darüber. Sie sagt zu Abram, ja, doch diese Kerkchen sehen wach. Hij soll nicht mit Isaac taub oven. Dat gefall Abram aber sehr schlecht. Hij gleicht ook den Ismael sehr. Aber der Herr sagt zu Abram, lot die dat werden den Jung in die Kerkchen nicht so schlecht gehen. Dort wat Sarah verlangt, wie es no Isaac soll die Nachkommenschaft genannt worden. Hier muss Abram die erste Falsch machen von dem, wat hij 14 Jahre terug gedaan had, als hij een Eingeduld met Hagar een kind had.
dort hat Gott am Donner klar gesagt, dort Ismael nicht wird seine rechte Ohr senden. Danach bestätigt Gott noch einmal zu ihm, dat hij von Ismael wird auch ein großes Volk merken. Dort wir aber für Abram mal ein sehr kleiner Trost. Sehr schlecht ging ihm dort von Hagar und besonders von Ismael Aufscheid zu nehmen. Hij stund tidig zum Morgens ab, gaf de Hagar wat eten en water met, en schickt dan weg. Und den Morgen moet het veel Tronen gegeven han. Dit war ein Beispiel davon, dat wie mit Gott Sien Wort nicht sollen leichtfertig umgehen. En die Zeit, als Abram sein Glauben an Gott seine Versprechung leer wir, twiebelt hij, en hij deed dort, wat am rechtig verkom. Hij nam even de Hagar en had met er te bekend. Aber nu moest hij dan de Folge von diesen Unglauben drüren. Gott hat Abram al lang terug diese Sünd vergeeft. Aber de Folge von dieser Sünd moest hij drüren. Ich denk hier an ein Beispiel von einer Familie. Da hadden de Eltern auch mal bloß Zeit für ihre Wirtschaft. Sie arbeiten meist Tag und Nacht. Dat Geld in dat Vorwärts kommen wie an wichtiger als ihre Kinder. Sie nahmen sich nicht Zeit, die Kinder im Glauben an Gott sein Wort abzutragen. Die Kinder wassen ab und fingen an sehr garstig zu sein. Sie lebten ein schlechtes Leben, was die Eltern gar nicht gefallen. Sie können da nu aber nichts mehr mit tun. Dann passiert das, dass die Eltern sich eines Tages dem Herrn bekehrten. Sie deden Buße über ihre Sünden, und wo sie ihre Kinder nicht geistlich hadden abgetragen. Alles wie bei an nu nie geworden. Nu dachten sie viel mehr an Jesus zu dienen, als an Geld zu merken. Sie waren nu sehr besorgt über ihre Kinder. Sie können für die beten und anproben den Weg nur Jesus zu wiesen, aber das ging nu nicht so leicht. Was wir hier seinen ist, dass Gott unsere Sünden verjährt, aber die Folgen von unseren Sünden mot wie wirken nachher noch lang drehen. Kriegt so ist diese Eltern, dat drehen mussten, was sie mit ihren Kindern versiemt haben. Wenn du in dieser Lehre bist, kannst du dich von dir entscheiden, dass es anders werden soll. Wenn du Jesus dein Leben übergibst, wird er dir auch helfen, die Folgen zu drehen, was du vorher verursacht hast. Wir lesen da nu in Kapitel 21, 15 wieder, und das sagt da, als dat Water am Schlag aller wir, schuf sie dat Kind und ja ein Struckbaschje, und ging ungefähr ein Bärenschoss auf, und sah sich dohl, wie sie sich seht, kann dat nicht all sein, dat dat Kind storft. So saht sie da und hielt ab Lüdes. Dit wie die Hagar. Dit ist ein sehr bedrückendes Bild, nicht wahr? Wo schlecht mat die Hagar dat gegonnen han, dit an zu sein. Ohne Zweifel hat sie hier auch all ihren Glauben verloren über dat, wat Gott ihr wie ein Ismael versprochen hat. Gott hat je gesagt, hij wird von Ismael auch ein großes Volk merken. Diese Geschichte merkt mir an uns Menschen denken, wat kriegt zu handeln aus der Hagar. Plötzlich sto wir auch alle an große Schwierigkeiten. Wo leicht verjährt uns dann der Glauben an Gott seine trühe Halb? Dort jaft ein sehr feiner Spruch, wat ne große Wahrheit uitdrückt. Das Spruch sagt so, du im Diesteren niemals dort betwiefeln, wat Gott die im Licht gesagt hat. Ich sage das noch einmal. Du im Diesteren niemals dort betwiefeln, wat Gott die im Licht gesagt hat. In andere Wort, wenn wir in Trouble sind, soll wir niemals Gott seine Halb betwiefeln, wat wir in Gode der so Völkern erlebt haben. Wenn das hier auch so leid, als wenn das mit Hagar und Ismael ut wir, hat Gott noch mal groß angefangen. Wenn wir auch all ganz am eng sind, haft uns Herr noch mal groß angefangen. Hij haft immer rot, auch wurde keinen Jaft. Vers 17 sagt dann, Gott überhielt die Sterben von den Jungen. Dann raubt der Engel vom Herrn die Hagar und seht. Wat ist die Hagar? Habt keine Angst. Gott haft die Sterben von dem Jungen gehört.
Sto op en neem den jong bij de hand. Ik wil am to een groot het volk merken. Dan merkt Gott de uren op en ze zagen warm met water. Dan schabt ze met dem Schlauch water en gaf den jong te drinken. Dit wird dan de Aufhang van een ganz nieuw kapitel voor Hagar. Zij blijft door in de Wüste van Paran wohnen en trakt door een jong op. De Bibel zegt, hij wordt een Jäger, wat zeer goed met een Bären scheiden kon. Met de tijd befried hij zich met een Ägypterin. No diesem wordt ons niet meer veel over Ismael gezegd, wils Gott Isaac en nicht Ismael bestemmt had, de Nachfolger en de Orv van Abraham te zijn. Hij zal de Janja zijn van dem dat nieuwe volk Gottes komen zal. Wat Gott over Hagar versproken had, dat hield hij ook. Ismael wordt ook de vader van een zeer groot volk. Dat zijn vandaag al de Arabische Völker. Nu gaan we terug naar Abraham, en zijn wo zich dat met hem dan ramnam, nadat hij de Hagar en Ismael weggeschickt had. We gaan nu in kapitel 22 wieder, en zijn door de nächste, aber ook de grootste proef. Abraham zijn Glauben wie al verken op een proef gesteld worden, aber nog niemals zo zeer als hier in dit kapitel. En vers 1 van kapitel 22 staat, en dat kwam zo ram, na deze dingen, dat God Abraham brieven deed. Hij zei te hem, Abraham, en hij antwoordde, hier zie ik. En dan zei de Heer, neem dienen Zoon, dienen Einstchen, den du veel rekenst, den Isaac, en go in dat land Moria, en opfer am door als een brandopfer, op den borg, wat ik die wiese war. Wat Gott hier von Abraham verlangt, is zeer schwer te verstonen. Besonders wanneer einer daran denkt, wat de Heidenvölker in Kanaan en ihre Religion deiden. Die Völker in Kanaan beten verschiedene Götter an. Ein davon wir Moloch. Die Anbetung von diesen Aufgott verlangt Völkern, dat een Kind muss geopfert worden. Dit wir wat schändelt, wat Gott immer weiter verdammen deed. Daarom is ons diese Begebenheit en dat wat Gott te Abraham zei, zeer vreemd. Waarom zei Gott dan te Abraham, hij zal den Isaac opferen? Wie Gott dan zo als de Aufgott Moloch? Niemals. Hier wir wat ganz anderes im Spel. Dat war wie dan loter seinen. Wie die Kanaaniter wird het so, dat wann sie wat sehr dringendes hadden, wofür sie eine Antwort wollen, dann brachten sie dat Dierste, wat sie sich denken können, en dat wir ihr älste Kind. Mit weniger wo die Aufgott Moloch nicht tevreden zijn. Daronen können sie nicht hopen, dat sie eine Antwort kriegen. Diese Kanaaniter, mit ihrer abscheulichen Anbetungsmoden, kent Abraham sehr gut. Wat Gott Abraham aber befaul, wie wat ganz anderes. Hier redt de levende Gott, den hij als een gnädigen Herr kent. Dit wie die Gott, wat am al diese Jahren geleid en bewaard had. Dit wie die Gott, wat am al die Versprechungen gegeven had, besonders die Versprechung von Isaac. Hier ging het nicht darum, dat Abraham wat dringendes von Gott will, en dat Gott dafür von ihm den einstigen Sehen fordert. Nee, hier ging het om Gehorsam. Of hij Gott gehorsam zijn wordt, wann hij dat ook op keinen Weg verstonen kon. Dit weer waarlijk een zeer grote proef. Wo verhield zich Abraham als hij dit hield? Vers 3 zegt ons, dan mög Abraham zich tiedig zum Morgenstrijd, zodel den Esel ab, nam seine beid knechts met zich en zijn Sohn Isaac. Hij spoelt halt voor het brandopfer en mög zich op een weg nu die steed, wat Gott am gesagt had. Am dritten dag hoef hij seine uren op en zag den Borg van wied auf. Wat Abraham in diese Stunden gedacht heeft, weet wie nicht. Eint is aber klar.
Dit wir für seinen Glauben eine sehr schwere Probe. Hier sind aber ein paar Dinge, wat seinen angewöhnlichen Glauben stark unterstrecken. Erstens stund hij tiedig ab in Mürksigkeit. Dat is büter gewöhnlich. Gewöhnlich schlür wie Menschen ernoa, wann wir no abgo ver uns han, wat wie schlecht lieden kann. Zweitens sei wie seinen Maut, sogar dat Halt zu spolen, wat wird gebrucht worden, Isaac op dem Altar zu verbrennen. Wo moet hem dat doch jeden aangewas zijn, als hij dat Halt reid mög. Ohne Twijfel rekent hij ganz damit, dat hij seinen Sehn zu laatst doch wird motten haan geven. To seine Knechte, wat ongen bleiben, seht hij, dat zij worden no dem Anbeten waar terugkommen. Wo hij dat meint, is nicht ganz klar. Dat schien so, hij glaubt, dat Gott den Isaac kurz vom Dood abwachen wird. Dat bestätigt ook de Hebräerbrief im Neuen Testament. In Kapitel 11, Vers 19 sagt het so von Abraham. Hij verleiht sich dorop, dat Gott de Dodes abwachen kann. In bildlicher Red kreeg hij Isaac vom Dood terug. Als sie dann unterwegs wären, wordt het nicht leichter, als Isaac op einmal so unschuldig bemerkt und frug, hier ist het Vier in dat Halt, aber wo ist dat Schop zum Brandopfer? Diese Wider motten Abraham so sein Maße im Hort gestärken haben. Seine Antwort zu Isaac bewiest war seinen starken Glauben, dat Gott am helpen wird. Hij seht ganz treistlich zu Isaac, mein Sehn, Gott wird sich dat Schop zum Brandopfer all besorgen. Und sie gingen beide taub wieder. Endlich wären sie ab den Berg Moria. Hier hat der Herr gesagt, sollen sie hingehen. Wat von Berg wird dat? Dit wird dieselbe Berg, wo dann viel loter der Tempel von Salomo gebüht wird. Hier, ab diesen Berg, wird dann auch der Herr Jesus gekreuzigt. Dit wird kein Zufall, dat Abraham seinen einzigen Sehn hier soll als Opfer bringen. Gott brucht Abraham, ein Beispiel zu sein von dem, wat viele Jahre later ab dieser selbe Stätte passieren soll. Hier ab diesen Berg wird Gott auch seinen einzigen Sehn, Jesus, als ein Sündopfer für die Sünden von der ganzen Welt zum Tod hingeben. Dann berichtet die Schrift uns in Vers 9, dat Abraham door een Altar büht en dat Halt für das Brandopfer abflieht. Nu wird die schreckensvolle Stunde gekommen. Dann bunk hij seinen Leiben Isaac en leed hem op dat Halt. Dan strakt hij groot seine Hand uit, dat Maße te nemen, als hij Gott seine Stem klar hield. Abraham, Abraham, strak deine Hand nicht nur den Jung uit. Du sollst am nur staunen. Nu ha ich uitgefangen, dat du Gott fürchten deust, willst du dienen sehen, dienen einzigen nicht teruggeholen hast. Hier wird Gott seine Antwort ab Abraham seinen grauten Glauben. Aber ich wundere noch einmal, wo dort mehrlich wir, but die letzte Minute zo'n starkes Vertrauen im Herrn zu bewahren. De Schrijver im Hebräerbrief jaft uns door eine Antwort. In Kapitel 11, 17 bis 19 sagt des Schrijver so: Durch im Glauben deed Abraham, als hij op een proef gesteld wordt, Isaac opferen. Hij, die Versprechungen gekregen had, wie reit seinen einzigen Sehn zu opferen, wann ihm auch wie gesagt worden, dat seine Nachkommen sollen durch Isaac kommen. Hij verleiht sich dorop, dat Gott die Dodes abweichen kann. In bildlicher Red kreeg hij Isaac vom Dood terug. Dann zag Abraham plötzlich im Struck in Schopsbock an een Hirner Faust. Den nahm hij dann een Opfer den en steht zijn Sehn Isaac. Dann nannt Abraham de Stede, der Herr wird versorgen. Dort wie ein sehr passender Nomen, wils der Herr durch vergesorgt hat, dat ein Schop in nicht sein Sehn sterben musst. Dit wie das zweite grote Beispiel, wat Gott durch Abraham sein Gehorsam de Welt wiesen will.
hier op deze stad starf voor alle mensen in de wereld ook een lam en onze stad. Dat wie Jezus, dat lam Gottes. Nicht bloß bei Ostern, aber immer soll wir daran denken, dat Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, zoals hij Isaac deed, aber hij gaf am Hahn voor ons alle, zodat onze zinden kunnen vergeeft worden en wir kunnen eeuwig Leben haben. Hast du diesen Herr Jesus al aangenomen en am dafür gedankt, dat hij voor die am Kreuz gestorben is? Doe dat toch van jou. En wanneer du dat nog niet gedaan hast, dan mocht du vielleicht dit gebed nog beten. Wanneer du dit nog bedst, kan dat van jou bij die passeren, dat Jezus in dien leven komt en die de zinden verjaft. Wel we dit gebed nu beten. Lieve Herr Jezus, ik dank die dat du voor mij als opfer gestorven bist. Ik dank die dat du al mijn zinden verjafst. Ik dank die dat du dat in mijn steed gedaan hast. Ik neem die nu als mijn rader aan. Amen.